dat man das gefen iwwer Familieliewen an iwwer Vereinbarkeit und Beruf mat dem Familieliewe schwätzen. Dat ist für allem fannech wo eng strukturell Ungleichheit aus zwischen Männer und Frauen. Politikerinnen an der Chamber hunn kein Urrecht op Congé de Maternité. Viele Fälle ich mein, Holo fir zweet en Deputéierten die wins Burnout am sech eng Auszeit hält. Mengen dat da nach viel méi ginn, mir hat lo eng Deputéiert, die an enger Krebsbehandlung war fir runnnen Deputéten, die leider verstöwen ass. Also dat war wirklich net optional fir du och nach Kant sech ze këmmeren, wat komplett vun engem Ofhängeg ass. Dat kënnerem Dr zeré, dat letzteer Parlament traditionellen Halfdersparlament ass, wo en fir die Puersitzungen mat enger Mäppchen der Kommers an irgentéi runem déi Sitzungen natürlichchte Genskillers. Hallo Christine. Da sind wir für die nächsten Episode. Da sind wir schon bei Episode 3. Ich menge mir sicher bei Episode 3. So sehr geht das. So sehr geht das. Wir nehmen effektiv viel zu zählen. Und wir hatten ja in der letzten Episode schon ein bisschen gesagt, dass wir das geben über Familienleben und über die Vereinbarkeit vom Beruf mit dem Familienleben schwätzen. Ja, und das meine ich die Episode, wo wir am intimste Ball muss gehen, für zu erklären, wie ein Impact dat Chambersleben aber op Privatleben hat. Ich meine, wir kommen nicht allein, ein bisschen Anekdoten aus unserem Leben zu erzählen, weil der Donnerswerb ist das eigentlich ganz persönlich. Das wäre doch noch viel Wiesle von enger Politiker auf den anderen, die anderen, weil das ja etwas, ich denke, die meisten zwar dieselbe Challengen, ich denke zum Beispiel Politiker von der Generation 4 hun noch vielleicht eng einer wie soll so ein anderem Fall oder eng einer Don wie lo bei Eis, wo man dann zu zwei schaffe gehen. Das sicherlich méi einfach für Politiker oder für eine Politikerin, wann der Partner du hemers an alles möcht, dann de Präferenz auch nach Christachskarten für Schipper schreibt, so wie Stadt vu verschiedenen Wees. Respektiv sech drum këmmert, dat Fotoen ausgewählt gin, Kleder moes Brettleiien, dat alles hu mir jo net. Also heier se ich mein, ich hat dat schon enker gesot. Das war Fall moes ganz spät aus dem Bett. Wir probieren irgendwie zu summen mir unzudoen an dann geht het am Rush an Kräg an dann fir dech op der bestimme an Chamber so dat jo net wirklich eng Situation ass wo Lokasoen das de ganzen Tag do hem. Also wir hatten dat jo eng Zeit spezifisch wie am Congé parental war an de no kann man hin tropre wie ich eng langer Zeit he weil ich schon Accident hat. Me Congé parental als Menschen gut Stichwort. Ja. Also du hast Chance können zu holen. Ja, also Fleisch also gut zu wissen und das für allem fanisch wurde eng strukturell Ungleichheit aus zwischen Männer und Frauen. Politikerinnen an der Chamber hun kein Urrecht op Congé de Maternité. Weder op Congé de Maternité nach Congé parental nach all die anderen Sachen, die dazu gehören, weil Deputierte sind als kein Job, das ein Mandat. Und dementsprechend immer kein Krankenschein, aber wenn ich kein Krankenschein habe, kann ich kein Congé die Maternité noch kein Congé parental haben. Und das bringt Probleme mit sich, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, weil einfach die Zeit zu Lützeburg auch zwischen kann kriegen bis an Crash gehen, aber zu einem gewissen Grad so getimed ist, dass den mit dem Congé parental von den zwei Partnern de Grodo von der kann opfänken. Genau. Also das so, dat der Jo an dieser Legislaturperiode an der Vierdrun Kolleginnen von dir, also Politikerinnen, die an der Chamber sitzen, Mam gesehen an noch natürlich ganz viel anderer Pap gesehen, wie navigieren die Situation? Mein Gefühl ist, dass Jipverein du probiert sein Weh zu finden, das geht von viel mehr Responsabilität auf den
andere Partner aufzulöden, bis hin zu ich meine, dass das ganz viel auch davon aufhängt, wie sie hat Mandat gesehen an einer Situation von ihrem Mandat zu sehen. Kann ihn ein Delio sein Kolleginnen und Kollegen aufgehen, es kann ihn Männer do sehen, es gibt keine Obligation an der Pläne do zu sein, kann ihn sich immer exkusieren lassen. Aber natürlich lesen ihn nur an den Statistiken nicht raus, dass die wenigstens Schwangerschaften nicht da waren. Auch da schaffen wir einem Arbeitsgruppe am Moment drauf, das besser zu machen, dass das als klare Grund, als klare Exkus dann auch quasi wie ein Präsenz gezählt wird, auch wenn in der Wirklichkeit absent war, für eben zu verändern, dass man eine strukturelle Benotelegung haben von für allem jungen Mammen an der Chambre. Weil wenn wir wollen, dass die Chambre ganz voll repräsentiert, dann müssen wir auch jung Älteren an der Chambre haben. Absolut. Weil die natürlich ein ganz anderes Bild man dann Chambre abbringen, wie lo den vielleicht über seine Enkeln noch denkt. Wobei ganz flott ist als junge Pap, dann hast du mit den jungen Bopen zu schwätzen, über wie sie das dann mit ihren Enkeln machen oder Enkelinnen machen, wie mir das mit unseren Kindern machen. Weiß ja auch, dass den intergenerationellen Dialog an der Chambre aber funktioniert. Aber so ist es gesagt, in den natürlich Kanner hat gesagt, dass nicht wie in den Enkeln hat. Das sind noch Unterschiede. Kommen mal bei persönliche Situation zurück für einfach ein konkret Beispiel zu haben, für zu illustrieren, wie das so lebt. Ich war halbtags Salarié, schon als Direktrice von einer SBL geschafft. Ich war auch selbstständig. Dementsprechend hatte ich nicht das Schwach, zu sagen, ob ich Vollzeit, de Congé parental holen oder Teilzeit, weil das Gesetz dafür schreibt, sobald mehr wie eine Steuerkarte, sobald mehr wie einen Job hat, muss ich eine Vollzeit holen. Das heißt, ich hatte dann mein Congé de Maternité, also du hast die ersten 3 Monate nach der Geburt, wenn der Congé de Maternité ist, und dann eben 6 Monate Vollzeit, sodass man gesagt hat, okay, mit 9 Monaten gehe ich an den Job ran. Und da geht mir eben ein bisschen an die Crèche, halbtags. Ich hatte nämlich schon gesagt, dass ich dann noch als Independent abhalten will eben gerade die Mehrbelastung. Ich muss aber noch mehr heim abfangen. Wie du vielleicht an einer Koppel, wo ihn zu 2 regelmäßigen Job hat, an oben prävisible Zeiten hat, wo ihn du heim hast, also ich alles kann mehr so gerecht abteilen. Und dann kam ein Trab ans Spiel. Oh mein Gott. Also muss ich nur zu sagen, Christine als Expert am Trab rupfallen. Ja, nicht falsch verstehen. Das war wenigstens da mal klar, dass ich dich nicht Trab aufgestoßen habe. Das war nämlich schon während der Schwangerschaft mehr wie eine Situation, wo du dich vertrippelt hast an der Urgence sitzen ans de gegrillt goufs ob dein Mann dich dann du nicht geschlohen hat gestoßen hat. Muss ich in einen Kontext setzen. Ich fand das schon ganz gut und ganz wichtig, dass wenn ihn als schwanger Frau an ein Kliniken da seht ha ich sie gefallen an gerade das Fallen, das ist so die Standard ausriert von den Abus Violence domestique huet also, so die das ist super dass sie das machen genau. Das ist natürlich ein bisschen kokas wenn der selber erklärt diese Geschichte finde da se nee wirklich ist schwer ich war just einfach ich sind über menge face gefallen ich war meinem Hund den denke kurz gezogen kein Halt von zack der Schwerpunkt das auch ernst dass man einem dicke Bauch ne Drop man Kant op der Welt genau ich sehe just vom Kine kommen für Beckenbodenrückbildung hat mir mat schon an der Garage geparkt Tisch erst bei am Keller schon müssen Repliker abgehen du warst bis Freides für Drohnen an einem Deplacement für die Chambre weißt du na wusste du was ich war du zu Tromsø an zu Kirkenes das ist den nordöstlichste Punkt von der europäischer vom Schengen-Raum an dem er wirklich do ganz Urwen an Norwegen NRW waren den extra in der Recht daheim komme ich erinnere mich den extra in der also schon net eng Iwernurchtung sur Platz nachgemacht mich si man eng wohl du over spät iwwer nurcht hemkom fir dann freides iwwer freides hem zu kommen so samstes mo du hem war
weil sonst Moes sollte ich op Washington fliegen. Genau, also es war also wirklich so, ich soll mit 20 Stunden wusste du heim warst, den wir zusammen hatten zu Lützeburg. Und das war also meine Chance, weil dem Weg von der Garage vom Auto für bei dich, ich hatte Ding, wie sie das, Filzschlappen und das war so ganz flimsischen, so die mir viel zu groß waren, mit war zu kahl und Trappenschutz, kommen die diese ja und ich hatte mir Arm, muss ich wissen, mit 3 Monaten hat jo, konnte sich schön an ihrens festhalten, natürlich schon mit 2 Armen richtig fest im Schluss. Wir haben einen Handlauf und wir haben eine Mauer, das heißt, auf 2 Seiten wäre ich geschützt gewesen. Aber ich sind eben durch die Schlappen, die mir zu groß waren und Strüffel komme schon mich vertrippelt, sind hängen geblieben, Schlappen haben so ein bisschen so gedirbelt, 4 einen Treppblick hängen geblieben, und wie viel Treppe rup sind eine Stunde gefallen. Und will ich den Mammeninstinkt, den ich einfach nicht kann, wieder fassen, will ich eben Treppe rup getrippelt sind, hatte ich mir, was 4 mega Brust wäre, hatte ich inner mir zerquetscht. Also Mammeninstinkt, Pirouette auf meinem Fuß gedreht, für dass ich mit dem Reck auf die Treppe gefallen und nicht auf mir. Denn mir ist nichts geschieht, mir tut ein Kerl immens gekracht. Du hast 2 Stück drüber hören. Ich habe just noch geblärt wie Spieß. Und dann hat man Christine Palier setzen, mit einem Fuß, den anstatt Selbststung. Ja, den an die andere Richtung gewiesen hat. Der war komplett futti. Lo Doktorin an Ersthelfer, wann gibt, sieht man nicht bei. Ich habe den Fuß Riech gedirbelt. Also du hast ihm auch gesagt, ne? Ja. Weil, Riech, doch so, dass er riecht war. Das wird also auch nicht nach einem gekracht, glücklicherweise. Während dem haben wir 112 gerufen. Genau. Die sind dann also am First Responder gekommen, weil den Tag die Ambulanz hier aus dem Mac schon am Ersatz war. Immer müsste werden, dass sie von mir können. Lunchen waren über 20 Minuten, bald 30 Minuten, wo ich da lag. Und ich schlug dann da einer immenser Peng, wo Gott sei Dank ein Palier zwischen dem Schungschaf an der Mauer und wird mir an 3 Monate alt war und ich noch geniert, war mein nächster Gedanke, okay, ich muss nur noch profitieren und mir muss man noch trinken, tut Hunger und ich weiß nicht, was ich für Schmerzmittel kriegen, komm, ich profitiere mal, der Tisch, du hast schon noch Schmerzen, du musst Kant noch geniert, das Sven, die mir meine Hand gehalten hat, die gesagt hat, brauchst du brauchst du Schmerzmittel, trink mal, iss mal, ich stand natürlich total in der Schock. Ich hätte beim 112 Bescheid gesagt, dass man erkannt hätte, was gefallen wäre. Und du, nichtsdestotrotz, war eine längere Ambulanz disponibel. Das heißt, sie sind mit einer Ambulanz kommen, wo sie dann noch nicht mehr durch und den anrufen. Ja. Ich wollte aber, wir wollten, dass mir auch kontrolliert gehen. Ja, aber muss ich sagen, das ist ja alles in einer Millisekunde geschieht, das heißt, ich wusste nicht wirklich, was jemals geschieht oder nicht. Nee, das war unklar, dass an der Treppe gefallen ist, schon nicht gesehen, war klar, wir fuhren am Kant an die Kannerklinik. So. Idealerweise hat die Ambulanz mitgekommen. Hat das aber nicht gerne. Resultat, sehr kann dann der Maxikosi und mit dem Auto hat die Ambulanz hier. Nach einkehr, das darf ich nicht machen. Ich will da einfach mich exkusieren mit Pappeninstinkt und mit, ich will sicher sein, dass mein Kind sehr kontrolliert wird. Sind also relativ sehr schützig der Ambulanz an Droge vor. Durch kein Rotlucht, da habe ich Glückschweiß nicht müssen machen, weil doch kein Rotluchten auf dem Weg gehen. Resultat, wir sind an der Kannerklinik gekommen, mir hat nichts. Wie mir aber bis fertig waren an der Kannerklinik, wusste Christian schon, was als nächstes kommen. Ja, ich kriege halt eine Not-OP, also der Doktor hat gesagt, das wäre ein ganz, ganz schlimme Bruch und es war auch gar nicht klar, wie lange mein Retablissement dauern. Schlussendlich, für das ganz bisschen aufzukürzen, war ich 4 Tage da. Was immens Problem mit mir, weil das nach geniert gehen und ich kriege ja aber Schmerzmittel und ich gesagt, gut, da gibt mir halt nicht die stärksten, mir irgendwas, wo ich noch können, hat wenigstens aufstellen dabei, respektive eben das ganze bisschen, dann haben sie mal als Maternität eine Pumpe organisiert. Also das war wirklich noch so den, ich so, war nicht so die Standarddinge, wo du siehst, mit war alles rundherum. Muss ich sagen, es war 2021, am Dezember. Covid war noch nicht ganz rüber, es war noch ein bisschen die ganze Sache mit Maskepflicht durch, sondern wir müssen einen Test machen, wir hatten keine Bäume zu kommen.
Ja an war eben schlussendlich so dat ich mein komplett Bein immobilisiert hat vom Knie bis bei de Fuß an net man immens Schmerzen hat mir auch nach dem Problem dass du den Dach trop soll an USA an och ke congé parental so gut hast an noch alles der Tisch an net Budgetsperiode an der Chamber war der Tisch mir hatten also ich erinnere mich gut ich habe mir weh für zurück aus dem Spidol von dir am Auto an schrufen schon mal was net dat ich wie ans Beamte von der Chamber rufen schrufen Beamtin von der Chamber und so lo also dem Moment war mir auch net bewusst wat der beste wie wäre ja, mir mat hat schon Pass ja. Oder bleiben Shahim beides war für mich okay ich habe mich organisiert krit Chamber direkt gesagt nee an dem dritte Fall bleibt du hin mir kriegen der Ton alles annuliert Chamber so ob keine Kachte sitzen blieben das war so auch ab es weiter am Handkabel war an ich sind nur hinblieben natürlich Chambers habe ich wie man letzte Episode geschwar tun ob es am Maus nicht Chambers habe ich geht weiter Dach drauf war 2D Strupp war schon nicht Chambers habe ich meine das heißt schon mich ganz sehr müsste man Familie auf Freunde arrangieren dat stand mir dabei hat da kommt stundeweis 3 Menge die gekannt in ganzen Jahren verschiedene stundeweise dann kommt engem gehen den noch mit abgepasst wird während der stand schon was habe ich gemacht und dann sehr bei mir dann mal mehr beschäftigt so dass ich Christine hat dann gesagt viel zu scheint so wie längerzähend bestuert mal dem Moment war ich de facto längerzähenden Pap weil Christine konnte nicht nieren dem Moment mir hun probiert mit der Pompel das nicht wirklich gerne an mir hun essentiellement wäre eine relativ sportliche Zeit für die Familie Chamber die Urgence einer den Hut zu kriegen. Ich meine, hätte ich vielleicht nicht genug erklärt, was das Problem ist, dass ich nicht einfach will, aber du heim war, nicht kann passen. Also muss ich sich vorstellen, dass ich du lungst Kanapé während den ersten Woche lungst du. Das erklärt noch immer nicht, für was das Problem ist. Ich hatte so Peng, ich habe alltag gesagt, ich packe nicht mehr und ich konnte nicht trippeln. Und ich konnte nicht irgendetwas lang machen. Das heißt, ich konnte mir nicht selber irgendwie einen Tee machen oder Essen machen, weil ich auch nicht duft trippeln. Ich hatte strikt Bettruhe und schon den Fuß ein bisschen heischeln. Der war auch 7-fach angeschwollen. Ich hatte 14 Schrauen am Knöchel und allerlei Sachen. Also das war wirklich nicht optional für du auch noch Kant sich zu kümmern, was komplett von einem aufhängig ist. Ich hatte ja nicht Kinder drohen. Und mit der Drohung hat jeder immer aufgerodet, weil das viel zu gefährlich war, weil ich selber noch nicht trippeln kann. Und so als mir mit 3 Monaten schon mal an die Chamber gerne. Ja, also ich habe das nie gesehen. Das war immer im Hintergrund, das stand dann am Maxikosi oder so irgendwie oder auf seinem Spielteppich für und das halt die pas perdu schon nicht essentiellement habe ich dann Personal an der Fraktion gefragt, für kurz immer aufzupassen. Ja. Andere Leute, dass ich dort nicht verpasst habe, dass ich da einfach nicht drauf komme, aber für den Rest das jongliert tun. Das war eben so zu machen und das war dann noch kein froh von aus der logisch oder nicht das war dann einfach das also so für den sich ein bisschen kann man tun da wird man da ist ausüben war aber nicht die einzige Episode aus dem Leben wo man just für ein weiter zu zählen denn das Problem war ja auch dass du es nach müssen den Haushalt nach dann jetzt machen und dass du auch heim nach müssen alles tun abhängen an mir auch hanno immer gesucht also wie ich bis am Rollstuhl war schon mir einfach mir hun zum Beispiel hanno immer im gesucht da du sich die tragische Situation die Stress pur war du hast mir du all nurcht versucht mir hat bei dir am Bett geschlafen dass du direkt kannst dich hat kümmern sich hast du durch Congé parental mais während es geschafft ist nie freigestaltet sie von der Arbeit mir wenigstens hat die ich soll mal intensiv Bonding-Zeit die ihr immer Snowbrusch tut von der du heinst du aber nach solo mal auch ganz gerne schwarz weil aber auch ganz flott war trotzdem ganze Stress ja also Papa kann der wenn nicht vergessen schmengen dat ein Deel du vun ass wie war ja du kümmerst dich viel intensiv der kann fandst du hin weil du fährst doch so dramatisch
dat Deputéierten die eensig sinn, die dat net derfen an Urspruch wollen, wo ich wirklich gesot krieg, dat du geht net, weil de Mandat das an. So ass dat dann aber ganz viele Fälle. Ich mein, wir haben für zweet den Deputierten, die wenns Burnout am sich eng Auszeit hält, mengen dat da noch viel méi gin. Mir hatte eng Deputéiert, die an enger Krebsbehandlung war. Wir hatten fir runnnen Deputierten, die leider verstöwen ass, den an enger Krebsbehandlung war. Alles dat nie auf dem Mandat, an dat weist, wie kompliziert das Familie am Mandat an den Hut zu kreen oder Gesundheit am Mandat an den Hut zu kreen, weil es eben verschiedene Limitationen gibt, was man dürfen und was man können. Weil das einfach gar nicht viel gesehen hast, dass wir, wenn dir nicht solo mal normal Menschen wird, die dieften oder sich erlauben, Kinder krank zu gehen oder ein normales Familienleben führen, dass wir, wenn das gar nicht viel gesehen wäre an ihrem Leben. Das können wir darauf zurück, dass das Parlament traditionell ein Halbtagsparlament ist, wohin für die Pur-Sitzungen mit seinen Mäppchen da kommen an irgendwie rundherum die Sitzungen natürlich zu gehen gehen. Das ist halt nicht mit Realität. Wir sind heute ein Parlament, das Vollzeit schafft, das auch viel an Deplacementen ist. Auch das bringt mit sich, dass den kritische Momente an der Familie verpasst an für mich den dramatischsten Moment. Also für dich ist natürlich, wenn es im Weh das an der Trappe immer am Vordergrund steht, aber für mich den dramatischste Moment, den ich als meiner Karriere aus sich hatte, war, dass ich auf einem Deplacement an Jordanien war. Ich war zu Amman für die Chambre. Wir hatten Konferenzen und ich sind da hingeflogen. Wir hatten tout just die Leute gesagt, dass wir werden. Und ich sind da hingeflogen und ich geschlafen, da ist eine Zeitverschiebung. Und ich war schon morgens und ich hatte 80 Appellen en Absence von Christine. Und aus irgendeinem Grund, ich war so fragt, ich habe nicht mitgekriegt. Und ich rufe Christine an und ich höre nicht just kreischen und schluchzen. Es war eine ziemlich dramatische Situation, weil ich an der 12. Woche war, also just der Familie gesagt hatte, wir haben lange davon geschwärzt, dass wir gerne Kinder kriegen und war immer viel gesehen an unserem Leben und dementsprechend waren wir auch extrem froh. Hatten so just G3 gesagt, die Nummer gesagt, gut, ich sehe über die 12 Wochen, da kann das Vanjolo ohne Problem mit Deplacementen. Du bist in Jordanien geflohen und dann habe ich geblutet und ich habe gespürt, okay, du stimmt das nicht. Und du hast mich an der Nacht, war am November, es war geladen, es war schrecklich. Und an der Maternität gerufen, ich habe gesagt, hey, stimmt das nicht. Und ich bin ganz lange dahin gefahren. Und hier nächsten Ding, also, ja, mir war ein Mann, also, ich stehe aus dem Ausland. Ja, mir wie hat er keine Ahnung, ich ist voll so sehr, wie mir reinkommen. Du riefst auch dann nicht irgendeinen anderen aus der Familie und hey, komm mal bei mir heimgefahren, für das man mal an Maternität, du willst einfach just sehr wissen, was lebt. Ja, dann kriegst du gesagt, hey, mir hat keinen Herzschlag mehr. Und nicht nur, dass ich das lange machen musste, auch nach dem Trauma, die da die Telefon mussten zu so, weil ich schon da ja irgendwie mich so in hey, komm heim, also schon das ja nicht wollten eine lang durchmachen, obwohl du hast mir einfach gesagt, komm nicht heim. Ja, die Mission fertig. Ja, schon da du sich gesagt. Habe ich auch nicht respektiert. Das habe ich absolut nicht respektiert. Ich schon nutzvoll den Tag abends nach Krit für heimzukommen. Ganz zu an der Vierleisterei, Hand am Flieger, auf dem Mittelsitz, für einfach heimzukommen. Ich meine, war klar, in dem Moment, du kannst nur heim, du musst das. Und ich kann auch da nehmen, da an der Chambersverwaltung, merci, und dass das auch respektiert haben. Und all die Leute, mit denen ich geschwärzt habe, schon nicht direkt so in dem Moment, für was war mir dann später erklärt. War selbstverständlich, da aufzubrechen, heimzukommen, für uns als Koppel dort zu sehen, das ist ja einfach ein traumatischer Erlebnis. Und das ist von den Themen, die das am meisten geschwärzt wird, und ich fand, dass immens schlimm ist, dass man nicht die Trauer auch normalisieren. Schon du nur eine ganz richtige Question parlamentären über Verlust von Kanner geschwärzt gestaltet. Und wir sehen einfach, dass diese gesetzliche Kader nicht nur für Deputierte nicht durchgeht, aber insgesamt für Leute, die frei en Kant verleieren, net genug Protektion nun.
sei dat den Congé Maladie, sei dat überhaupt Trauerbewältigungssupport zu gehen, weil für verschiedene ist das ja auch dann nicht die erste Kehr, das kann auch die zweite, dritte, vierte Kehr sein. Und wenn du einfach an einem Freundeskreis guckt, wenn ihr bis fängt, darüber zu schwätzen, wie viel Leute davon drauf sind. Absolut. Das ist ja enorm. An der Legislatur hat sich die letzten Jahre viel zu einfach gemacht, für, es geht ja nicht drüber geschwätzt, da muss man nicht mehr an. Auch das weiß ich, wie weit so wichtig ist, dass man verschiedene Leute an der Chambre holen. Von Jungen, über Männer, Junker, bis zu richtig alle Leute, für all die Lebensrealitäten aufzubilden. Ja. Und eben dann noch die Vertreter zu sehen von den Leuten, die sich vielleicht selber nicht trauen oder nicht die Courage und nicht Kraft für das zu machen. Ich muss vielleicht noch kurz darauf zurückkommen, wenn man gesagt hat, das ist traumatisch, weil du direkt gesagt hast, was eben alles rundherum fehlt. Aber ganz ehrlich, Sven, du warst lang am Ausland, du wusst, du brauchst mindestens einen ganzen Tag, bis du zu Lützeburg warst. Du hast auch erkannt, den Moment verloren. Ich schon dir müssen über Telefon anrufen oder so, und hey, das mal leid, mir das kann, das mal so gefreut tun, das geht nicht mehr. Und das ja, du warst ganz lang, ich hatte nach meiner Familie hier, ich konnte nach wenigstens direkt, ich bin bei meinen Eltern gegangen, ich konnte mich auskreischen. Du warst ohne irgendeinen Support. Und das ist ein Thema, über das ich nicht schwätze. Und da doch noch. Und der Papa hat sich viel mehr recht dafür zu trauern, wie die Frau.